Moin, merci, dass der Astrid Lulling TV Doc-Kanal guckt. Ihr könnt die Sendung auch dauernd auf meiner Homepage www.astridlulling.lu gesehen erlauschtern. Wenn die Lützeburgische Gratis-Zeitungen liest, was mehr oral mal 4 könnt, wenn ich mit dem Zug von Lützeburg auf Bresel fuhren, da muss heimans staunen über die Erde weiß, wie bestimmte Evenementen an so Bliederscher durchgestaltet gehen. Ich war nicht nur erstaunt, mich war rosen, wie ich den 5. September an dem Blättchen, was sich l'Essentiel nennt, gelesen, dass nur dem Stück vom falschen Plafond zu Straßburg am Plenarsaal aufgefallen war, mehr für 2 Vergiers hätten, zu Straßburg zu tagen. Wir haben doch nicht oublié, zu Straßburg zu tagen, wir müssen den Aufschluss von der Reparaturarbeiten an hier Kontrolle durch die zuständigen Sicherheitsprüfer aufwerten, bis wir beschließen können, zu Straßburg als Plenarsitzungen aufzuhalten. Wie ein etwas von der Sitzfrau vom Europäischen Parlament versteht, die weiß, dass wenn er gegen Straßburg auf Barrikade geht, dass er dann noch gegen Lützeburg agiert, weil zu Lützeburg als der Sitz vom Generalsekretariat vom Europäischen Parlament, auch was schon mehr wie Tälschend von unseren Beamten zu Brüssel affektiert sind, weil do Kommissions- und Fraktionssitzungen praktisch 3 Wochen pro Monat stattfanden. Wenn also Journalisten, die für Lützeburger Zeitungen schaffen, denen an de Krom schreiben, die gegen Straßburg sind, wie dat große Fett auf der rechten Seite 5. September am l'Essentiel der Fall war, dann agieren sie, wie gesagt, auch gegen Lützeburg. Als Statlin vom Pressegruppe Edith Press, unter dem Tageblatt, besonders bedauerlich ist, dass sie den übrigens umstrittenen Kästepunkt von 200 Millionen Euro auf 4 Streiche für zu verlangen, der Wanderzirkus zwischen Straßburg, Lützeburg und Bresel misst abhalten. Gott sei Dank hat weder das Europaparlament selber, noch all die gegen Straßburg scheitzen, etwas über die Sitzfrau zu sagen. Mit den Leid auch nach mit so primitivem Aktivismus wollen arreden, Käste von der Sitzverteilung zwischen Straßburg, Lützeburg und Bresel müssten sie als Steuerzahler drohen, da das mehr wie bedauerlich, weil sie stüppeln damit Leid eigentlich gegen Europa ab. Wenn das am grünen Holz zu Lützeburg geschickt, muss man sich fragen, was die Leid bewegt, die am Tageblatt soen hun, für so eine Kampagne gegen Straßburg und damit gegen Lützeburg zu starten, aber besonders viel Grenzgänger, die den Essentiel lesen, so abzustöppeln. Ob Deputierten von daheim auf Bresel oder auf Straßburg reisen, kostet nicht mehr jeweils sogar Männer. Ähnliches gilt für eine Reihe von Beamten. Das gerade so weit von Lützeburg auf Bresel wie von Lützeburg auf Straßburg. Es gibt auch viel positive Aspekte von der Dezentralisierung, die natürlich nicht so präzis chiffrieren kann wie die Plenarkästen von den Dokumenten oder bestimmt Reiskästen. Ich wollte mit diesem Kommentar nimmer darauf hinweisen, wie eine gezielte Desinformation über die Sitzfrau vom Europäischen Parlament Lützeburg schuden kann. Wenn man dann auch nach Pressehilfe ob Käste vom Steuerzahler kriegt, für so journalistische Quatsch am Feld zu setzen, dann werden sich fragen, wo die Steuergelder wirklich verschleudert gehen. Dat gesot,
hoffe ich, dass zu Straßburg alle Reparaturarbeiten an all Kontrollen mit Zeit aufgeschlossen gehen, für das wir Ende Oktober am noch durchnorem als Plenarsitzungen zu Straßburg auffallen können, so wie das am Traité vorgesehen ist. Auf alle Fälle werde ich Kiviv bleiben, für Ivereis Interessen an der Sitzfrau vom Europäischen Parlament zu wahren. Ein anderes Thema, ich hatte Gelegenheit, das Woche dem Präsident vom Eurogruppe, als dem Premier, dem Jean-Claude Juncker, ein paar Fragen über die Wirtschaftspolitik zu stellen. Denn Herr Juncker war an einer Kommission Ökonomik und Monetär zu Gast, für über die Aktualität wie auch über die Aktivität vom Eurogruppe zu referieren. Ein paar Minuten vordrun hat der EZB-Präsident Trichet sein Rapport zu der wirtschaftlichen Lage gemacht, erklärt den Mechanismus vom Index auf froh Gestalt an diesen Zeiten. Ich habe darauf dem Herr Juncker vorgestellt, wie hier das gesagt. Denn Herr Juncker hat klar zum Ausdruck gebracht, dass hier die Meinung von der Europäischen Zentralbank nicht appreciiert, prinzipiell assez für den Index, die Indexanpassung, auch wenn an Zeiten von hoher Inflation dieses Prinzip kennt relativiert gehen. Denn Herr Juncker hat auch nach diesem Satz gesagt, l'inflation crée l'inflation. Zu seinem Bilan als Eurogruppe-Präsident hat der Premier bedauert, dass Europa an den internationalen Wirtschaftsgremien und Finanzgremien nicht mit enger Stimme schwätzt. An enger Zeit von relativ hoher Inflation, die wir haben, leider, war hier auch der Meinung, dass die Regierungen etwas für die kleinen Leute machen müssten, ohne sich aber auf Einzelmesuren festzulegen. Do, wo die Budgets aber schon strapaziert sind, also an den Ländern, do werde aber praktisch kein Freiraum für so Mesuren gehen. Ich so nicht merci, dass da man nur gelauscht hat, und ich so nicht bis die nächste Woche.